Herzlich willkommen zu einer letzten Ausgabe von Fall zu Fall für das Jahr. Heute sprechen wir über Bistrosgespräche. Was mengen wir da mal denn? Wir mengen all die Leute, die so Meinungen darüber verbreden, weil bei ihrer Notbeschwerde so oder bei einem Mann, den sie Kanto wären so. Zum Beispiel, da versteht Leute direkt, wie wir als das vorstellen. Gleich, dass wir mir auf kurz nicht mehr skeren, seht ein Mann mal, ich kenne ihn, wie dem sich frei gestorben ist, wird den nicht gift. Also ist den Ehepartner, nivellierenden Ehepartner, kein Irwen. Was seht ihr noch dazu? Ja, das ist natürlich nicht so. Das ist nicht à l'état pur, so wie das dort zu hören. Es gibt Situationen, wo den Ehepartner nicht irrt, es gibt Situationen, wo er irrt. Also prinzipiell ist die Situation so, peu importe, ob ich einen Ehevertrag habe oder nicht, gesagt der Code Zivil 4, dass den evaluierenden Ehepartner an sich ein Irwen ist, wenn den anderen Ehepartner stirbt. Das heißt, ein Heritier legal. Gesetzlichen Irwen. Genau. Das heißt, das ist aber kein Pflichteritier. Das heißt, ich kann den auch entirren. Wir haben einfach die normale Situation, zwei Leute sind man nie bestellt, jetzt sind kein Kanada, da ist auch kein Ehevertrag gemacht, dann ist es an sich so, dass, wenn kein Testament gemacht ist, den evaluierenden Ehepartner alles irrt. Und das ist eine Exklusion von allen Menschen. Das ist nicht für ganz oft Leute, die fährten, oh, da kann der Bruder noch irren, die Schwester irren, die Eltern irren, das ist nicht so. Wenn nichts geschrieben ist, wenn kein Ehevertrag gemacht ist, als den evaluierenden Ehepartner, wenn kein Kanada sind, den einzigen irren. Es kann ihn aber ein Testament machen, wo ihn das selbstverständlich kann ich ein Testament machen, wo ich so, ich will gar nicht, dass mein Ehepartner irgendetwas irrt, das soll und hat der Mann, Bruder, Schwester gehen, das kann ich selbstverständlich machen. Die einzige Exception, die ich nicht machen kann, das ist, wenn ich einen Ehevertrag gemacht habe mit meinem Ehepartner, wo ihn, ob Blitze, wo ich nenne ihn nicht immer so schön, ob längst Leben geschrieben hat, wo natürlich am Ehevertrag draufsteht, mit dem Moment, wo ich weg will, soll mein lebenden Ehepartner alles kriegen. Und das kann ich selbstverständlich nicht aufschaffen oder durch das ein Testament schreiben. Also ich will aber nur nicht das Ehevertrag kann ich nicht mehr zusammen, gemeinsam aufändern und das auch nicht mehr all 2 Jahre. Ja. Dann muss ich so, wann kann er da sein, auch dann irrt den Ehepartner. Wenn nicht geschrieben ist, also dann sich, dass den evaluierenden Ehepartner das Will hat, zwischen dem Widem auf dem Immeuble, wo die Koppel zusammen gelebt hat, oder enger Kannstil. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 2 Kanner habe, kann der evaluierende Partner sich entscheiden dafür für 1/3, also 2 Kanner plus den evaluierenden Ehepartner 1/3 von meinem Vermögen zu irren. Okay, wie ist das am Pax? Ja. Weil auch da hier den wenn man gepackt sind, Irwen, andere so ähnlich Irwen nicht, was ist das? Also fundamental ist es so, dass 2 Leute, die gepackt sind, was Diebschaften angeht, an sich juristisch 2 fremde Leute sind. Das heißt, Gesetz über den Pax gesagt nicht konträrement zu den Ehepartnern. Irgendwie viel, dass auch wenn nicht geschrieben wird, den Partner, also den Gepackten, gibt Irwen, wenn von den 2 Partnern wegfallen. Das heißt, ich muss ein Testament machen, für das mein Partner irrt. Okay, da sollen wir los nach wie mischt in das Testament, und dann wirst du mir vorstellen. Ja, weil Testament, das ist an sich ganz sehr gemacht. Ich setze mich da hin und schreibe. Der Code Zivil gesagt an sich pur Konditionen für die müssen erfüllt sie für das Testament verlaben lassen. Ich muss drauf schreiben, wen ich bin. Ich muss drauf schreiben, wie ich das Testament gemacht habe. Und ich muss drauf schreiben, wo ich das Testament geschrieben habe. Und ich muss unterschreiben. Ich muss unterschreiben. Und auf der Hand schreiben. Und für den Rest kann ich dann drauf schreiben, bald fertig will. Also ganz wichtig, nicht tippen. Am Mengen, das wird dann gültig. Ich muss ihn schon auf der Hand schreiben. Das anderes Testament, das sogenannte Notarielltestament, da ist unser Testament, das wird beim Notar gemacht, da brauche ich da persönlich nicht zu schreiben. Das wird vom Notar redigiert und dann ist das eben wie ein offizielles Testament. Rein juristisch muss ich aber so, und die 2 Testamente in so einem Fall wie den anderen. Voilà.
Gut. Okay, was hast du dann so in letzter Zeit als Contours gesammelt? Ja, eng froh, die an sich immer abkennt, das ist man dir wichtig. Ich habe Schulden, ich wohne bei einem, besteht auch ein Titel gegen mich, das hieß, dass sie verurteilt für etwas zu bezahlen. Ich wohne aber nicht mehr da, wo ich wohne. Meine Freundin, meine Eltern, ein Kollege, was auch immer, den hat ein Haus, hat Mivel, alles, und da könnte dir wichtig, und dann kann den die Mivel zäsieren, für das Dummer das Schuld zurückbezahlen kann. Ist das so? Das ist ein riesiges Problem. Das ist effektiv ein ganz schwieriges Domain, wo den Legislateur unbedingt etwas erholen. Das ist am Ende so, dass ein Dirwicht, da wo erst der Mensch angemeldet ist, kann einfach hingehen und da zäsieren. Es ist zwar der Meinung, dass wenn Zirkunstanzen so sind, dass Klipper klar ist, dass den in Lodo wohnt, dass den nicht die Mivel gehören, weil bei einer Freundin geplündert ist, zum Beispiel, ne? Dass dann die Wirte eigentlich nicht sollte abschreiben, weil eigentlich weiß, dass das nicht so ist. Aber bon, möchte der aber wandert mich, dann hat Freundin gar keine andere Schwa, wie dann zu so, dass man nicht eine Opposition à saisie, das heißt, sie muss ihrerseits ein Dirwichter chargieren, auf den Avocat chargieren, den dem anderen Dirwichter dann eine Opposition zustellt, an der steht, du hast Mivel zäsiert für die Schuld vom Herr Müller, und Joffer Meier hat aber dummer nichts drin, und all die Mivel, die zäsiert gofen, sind der Joffer Meier hier. Dann ist natürlich Stunde nach dem Problem für Gericht, für zu beweisen, dass das auch so ist. Eben, weil ich wollte gerade so, kann ich das einfach so behaupten? Und dann ja, und auch da ist ein riesiges Problem, weil kein normaler Mensch behält ja die Faktoren von allem, was sie so am Laufe von seinem Leben ausschafft. Oft sind ja wie viel dabei, die größte von den Großeltern oder irgendein Mann hat einen Chef geschenkt. Da hast du vielleicht gar keine Faktoren. Und dann gibt es eine Präsumption am Code Zivil, die sagt, dann für die Meuble Possession, wo Titel, das hier stehen, dem Mivel hat, den also präsumiert, dazu gehören. Das Problem ist, wie ein Hutze, den die schon lange da wohnt oder den regional beigezogen ist. Also das Allerbeste ist, wenn ihn zusammen plündert und Wesen in anderen hohen Schulden, und da können so ein Problem kommen, dass in dem Moment schreiben möchte, wo ihr Klipperklar seht, was der mitbringt, was für ein Mivel das auch enregistrieren lässt. Und dann an so einem Fall wie im Dote kann so mal, wie wir zusammen geplündert sind, haben wir das so an so gemerkt, ja, so kannst du. Aber das ist ein reelles Problem. Aber wenn ihn so ein Inventaire oder so Constat dann den Moment bringt, dann ist aber kein Problem für die Summe, das tut nicht mir gehört. Eher den Partner oder. Ja, da hat man den Fall, da haben wir das da gemerkt, weil wir genau wussten, den da abplündert hat, so Probleme, gegen die Gott exekutiert. Und dort haben wir schon in der Welt sie gemerkt, obwohl das gewisse Grund. Das sind allerdings auch Fälle, wo ihn dann aber Karl Schurtensersatz von der Magent, der gegen die Partei, die saisiert, respektive den Dirwisch, den er möchte. Mir wird nach viel mehr klar, wenn da vom gesetzgeberischer Seite gibt, eine armee klare Regeln abgestellt. Dann ist es ein Misstrauensgespräch. Ne? Das ist aber nur wo du nicht ans Spiel kannst. Du nächstes Mal Testament mit Erbschaftsdinge, das ist ein Thema, was Leute immens viel interessiert. Und hier geht es darum, kann ich erkannt enterben? Und auch da schenkt ein Ding zu zirkulieren, wie wann in die Suen, die ihn zu Lebzeiten hat, nicht derft ausgehen. Stile, müssen den Doffen, dann von den E-Kant hört, halten, ob Zeit lebt, hier der Kant, und ich meine, das ist ja nicht richtig, erkläre ich mal, wie jetzt stimmt wird. Also prinzipiell, solange ich lebe, mache ich mit meinen Suen, mit meinen Mivel, mit meinen Immeubles, was das ich will. Also ich stehe nicht in der Titel von den Kindern, dass ich stehen muss, irgendwie Rechenschaft auflegen. Das ist mal das erste Prinzip. Den zweiten Prinzip, wo hier, dass ich auch denke, dass das tote Gespräch oder die Meinung hier kennt, das ist, und muss ihn sich bewusst sein, war den verschenkt während der Lebzeiten, das geht ja noch immer ungerechnet am Kader von der Berechnung von den Erbschaften. Und ich denke, dass du ein bisschen immer die Verwechslung kennt. Das heißt, wenn ich ein Haus habe, an sonst nicht, und ich verschenken da zu Lebzeiten engem Kant, schon aber 2 Kinder. Dem Moment, wo ich verstehe, ist es nicht so, dass nicht mehr da ist. Das heißt, im Moment wird bei der Sukzession rumgeguckt, ja, was ist haut du, was ist verschenkt gehen, an der Basis davon wird da berechnet, was all Kant als sogenannten Pflichtteil so gut hat. Was
kann krit huet wat de Pflichtdeel plus de frei verfügbaren Deel exzedéiert, dat muss dann natürlich Staat kannsrek gin und die anderen Geschwister der anderen Situation ernst wenn ich mein Haus verkaufen selbstverständlich Suen verjubeln mir gut recht dat aus engem se ganz gut recht an du kann auch kein Mensch engem irgende Problem draus machen. Also wenn ich logisch verstehe wenn ich kann wirklich ihr da kann ich mich so lehen dass ich auf das Resultat komme. Weil ich meine fundamental sind so die Suen die ich ausgehen hun wann du man an Vakanzgänge die gutste Gänge die schön Vakanze gemacht okay, sind die Suen nicht do an dann as dat so an der Reihe von der voilà. Dir ja es sind immer viel Diskussionen oder Frohen diese Stellen über Dunnerkennung von den Kanner dat heißt, das sind also man mit einer Frau zu summen dann fragt schwanger sie sich vorgestellt ja sinnischchte Pap sind schnitte Pap von dem Kant respektive wann die Frau Pöll gehollen hat dann also evident dass nicht kann dem Pap sehen muss ich dann das kann da wunder kennen muss ich dafür bezahlen wie als die ganze Situation Sendung wird Filiation ja. Nee also mehr spezifisch hat man der Fall wo man also eng net bestörte Koppel an sie hun dann Sex zu summen an da sieht man derwer gesot gif Pölle muss ich lo Alimente bezuelen. Effektiv ja du hast dich eben rallegelos als dem Moment wo bewiesen hast du in de Pap ass an du haut den DNA-Test in dat ganz klipperlor kann der vierbringen muss ich bezuelen och wann ich an die Väterschaft ran getrickst goufen du he ich ganz einfach opgepasst an neidisch Vierkehrungen getraff weil fir de recht Filiationen ich mein, du hängt an der Funo was sie bestört net bestört war so Gesetzung kommen. Genau do wenn man nächst Jahr ganz am Ufang vom Jahr kein ganz Sendung. Tipptopp. Voilà, schon wieder nicht könnt ihr. Wir hatten das entwirften Kant, lo mal etwas Ernstes für die Sukzessionen. Garantie decenal. Das ist für die Leute, die wissen, wovon man schwätze, wenn ich ein Appartement kaufe, an einer Wefhängwand und für die Achèvement, heißt immer, man ist schon eine Garantie decenal, das ist 10 Jahre lang sind nicht garantiert, dass wenn irgendwelche Wissen auftreten, strukturell Wissen, dann muss der gebaut wird oder der Promoter, den man verkauft hat, dafür abkommen. Aber das ist nicht immer so evident. Ja. Also muss ich mal für dich so ein, wenn ich etwas Nights kaufe, also das ist wirklich am Kader von einer Wand und nicht für die Achèvement, habe ich an sich 2 Garantien. Das ist die berühmte Garantie decenal, wo während 10 Jahren der Bau als solches garantiert ist. Ich habe noch zusätzlich eine Garantie von 2 Jahren, ob den Text steht Menüsouvrage. Das heißt an sich die mit klein oder Männer wichtig Sachen, so eben Blätterscher, die gelöscht wurden, wobei du schon Diskussionen kann noch fänken, Ustrach etc. Den Text sieht oder den Code Zivil sieht denjenigen, den die Erbischten ausgefordert hat oder zumindest die, wo den so organisiert hat, das responsabel während 10 Jahren vom Achèvement. Und das klingt alles immens gut. Wenn ich natürlich kein Promoter mehr habe, den do ist, den nicht mehr do ist, nur 5 Jahre, wenn etwas geschieht, dann hilft das mir sehr wenig. Genau. Oder sie ist auch faillit, sie ist abgelöst, sie ist nicht mehr auffindbar, dann habe ich einen schönen Text und ich kann nicht mehr aber meinst du dagegen für mich? Es gibt aber ganz viele Promotoren, die eine Assurance aufschließen, eine sogenannte Assurance Garantie decenal. Das heißt, für den Fall, wo der Promoteur eben défaillant wird, also an sich die Assurance, die an seinen Platz tritt, und dann den Dommage en charge. Also immer gut für einen seriösen Promoteur aus sich zu gucken, dass die solvabel am nach besser und hat eine Assurance, da kann man nicht passieren. Ja, ganz genau. Das war den aber noch muss dabei so sie ganz viele Leute, die schon gerne die Garantie hätten in dem Moment, wo den Akt unterschrieben wird, muss ich aber präzisieren, dass die Garantie decenalrecht ausgestaltet wird am Prinzip, wenn der Bau fertig ist. Das heißt im Moment, wo ich den Akt als solches unterschreiben, also a priori nach kein Dokument von der Garantie decenal. Auch das ist ja normal. Das ist ganz normal. Also, du brauchst nur nicht zu mengen, dass die Bau auch überwäre, für besichert zu gehen, was für Risiko da zum Schluss
agin. Ja. Ich bin gerne froh, ich will zurückkommen, ob die Geschichte mit der Kanner, Papa kannt. So ein, das ist eine Geschichte, die interessiert. Ja, genau. Denn es geht ganz oft behauptet, am Kader von einer Schädung, dass der Pap nie kennt, das Gart von einem Kant kriegen. Ist das so? Nee, das ist absolut nicht so. Das war, dass das am Laufe der Zeit immens evoluiert wird. Das war, wie ich ungefähr als Junge verkauft, als nach mir Junge verkauft, war immens schwer für Gart zu kriegen als Pap. Und das ist aber am Laufe der Zeit immer mehr leicht. Die erste Fälle, das wäre Fälle, wo ganz klar der Pap einfach besser geeignet wäre. Weil bei der Mama wirklich ein Problem wäre. Sie hat eine Aufhängigkeit oder eine Krankheit, eine Psychopathologie, die gemerkt hat, dass sie nicht davor kommen. Du hast Jurisprudenz evaluiert, dann haben wir gucken auch Pappen, Gart von der Kanne, wo die Frage ganz normal wäre. Aber wo gesagt wird, dass der Pap hat mehr Zeit, wenn das mehr geeignet, weil mehr Zeit hat, sich um Kanne zu kümmern. Da gibt es Fälle, die Jurisprudenz gemerkt haben, wo zum Beispiel Frauen, heilige Funktionäre, den immens viel muss reisen, oft den AWs, der Pap per Konter freischaffenden Geschäftsmann, den seine Zeit viel besser kann organisieren, den hier am Land im Prinzip immer ist, wo dann riecht der gesagt hat, der Pap ist mehr geeignet. Und das wird immer für uns so evaluiert, und noch heute ist es nach immer Normfall, dass man Gart kriegt, aber auch oft, weil der Pap so gut nicht Fred wird unwahrscheinlich evaluiert, dann das durchaus möglich auch für ihre Pap für Gart zu kriegen. Mir auch darunter wird geschafft, das wird nämlich ein Schädungsgesetz gerade ausgeschafft, aber nicht gerade schon seit Jahren. Mir das geht wirklich aktuell, und da schenken wir Richtung von den Belgien dort zu gehen, aber nicht genau ist wie es. Da machen wir diese Sendung drüber. Ja. Ich muss ich auch so die aus den früheren Zeiten, wo Mama Gart kriegt, hat das schon aus einer Zeit kommen, wo a priori die Frau daheim blieben ist, für sich um Kinder zu kümmern, an der Pap schaffen gegangen. Also genau. Da hier eben noch gesagt, dass ja gut da bleiben kann bei der Mama. Voilà. An Jurisprudenz holt sich einfach Mam Leben mit der Gesellschaft auch Führung entwickelt, und haut dem auch Rechnung gedroht, dass Männer können genauso gut geeignet sein. Die Fälle, die ich genannt habe, noch zum Teil ganz klein kann, also relativ jung kann, von 5 Jahren betrafen, also nicht nur ein Teenager, wo unerkannt wird, dass der Pap den eben mehr disponibel ist, die bessere Person als für die Gart zu kriegen. Voilà, du darfst mir noch einen kleinen vorstellen, und dann kommen wir schon in den Schluss für heute. Okay, dann ein ganz klein froh. Autosaccidenten. Oha, auch drüber kann ein ganz Sendung werden. Ich renne einem Hand und drauf, bumm. Sind ich dann immer an der Schuld? Oder gibt es so Situationen, wo die Schuld einem anderen kann? Wenn das klingt viel, ich glaube, das könnt das immer. Es ist falsch zu behaupten, dass den einem Mann an drauf rennt, immer schuldig ist. Natürlich ist es präsumiert, dass er schuldig ist, weil das ist ja nicht normal, einem Mann drauf zu rennen. Ne? Es wird also präsumiert, dass er nicht gut genug abgepasst wird. Es wird präsumiert, dass er zu schnell in der Wehe war oder zu spät reagiert hat. Aber das ist nicht immer dafür schuldig. Und da hatte ich ganz klare, konkrete Fall, wo ein Belg sich nur ein Modell und fährt gemütlich, nicht so schnell, aber fährt aber normal durch die Stadt. Ich habe immer gesagt, ein Hotel direkt auf Bremse, hey, du hast ihn, und mein Klient könnte Hand tun, und rennt dem Hand ab. Es wäre gar nicht mehr ernst möglich, weil den eine Vollbremsung gemacht hat. Und da hat das Gericht gesagt, auch das ist nicht normal und nicht voraussehbar, dass den, der für Runde 40 so, alle kommen so einfach mal coachig sich behält, und dadurch, dass der Vetter im Hand abrennen, mich nicht zum Responsablen vom Accident. Der Tegent wird im Gegner singen, Assurance, die müsste für meinen Klient sehr schuld abkommen, und nicht umgedreht. Voilà. Also das mit dem immer, das immer so, auch da muss ich noch passen, auch da geht ganz oft zu Sachen, die zwar oft so sind, mir nach lang nicht immer. Voilà, da schließen wir den ersten Teil auf. Also Bistrosgespräche, wir fuhren aber 4 Uhr, dafür muss er dann nicht geduldig bis den Tag 4 Uhr Silvester. Da kommt ein zweiten Teil von unseren Bistrosgesprächen. Wir freuen uns, wenn dann es ausschaltet, und nichts herrscht, von Fall zu Fall.